Unsere Geschichte Nummer 94. Ditmal noch mehr von was das am Zeit nicht ist. Und wodurch so viele Ölkolonien und Sommerfelder dort in den 1950er Jahren mal so abgeführt haben, als wann das am Zeit eine Gemeinde oder eine Konferenz von Gemeinden ist. Und A.A. Wiens seinen Bericht über, wo er seine Untersuchungen bei den Sommerfelder und Ölkolonien in Chihuahua 1954 gefangen hat, da redet er auch noch davon, dass die Sommerfelder Familien, wo ihre Kinder an die Schule schicken, wo ein kanadischer Schullehrer angerecht, und auch dort Gottesdienst pflegen, wo die Hoffnungsauer Gemeinde ihre Prediger die gottesdienstliche Versammlungen bedienen. Die haben damals dort Verlangen gehabt, sich entweder wie Rosario oder dich wie Tüß von der Almeidas ihrem Land zu kippen und sich daboven anzusiedeln, von dem Kampf mit der Sommerfelder Leidenschaft wegzukommen, in einem Frieden, in betretes Schulwesen, in ein jährlich lebendiges Gemeindenleben anrichten zu können. Wiens glaubt, diese Lied soll gehalten werden, ihr eigenes Fleck Siedlungsland zu kippen, dahin überzusiedeln und dann an das Durchhalten zu tun. Er schlug ein von seinem Bericht vor, dass man diese Sache durch am wenigsten noch Noda untersuchen soll. Ab diesem Vorschlag han ist ein Harry A. Martins von Kansas, New Mexico, angeschickt worden, diese Sache durch Noda zu untersuchen. Und auch die Mennoniten ihre allgemeine Lehre in Chihuahua zu untersuchen. Und am 1. Juli 1954 schrieb Martins einen langen Bericht an the Board of Missions, Board of Christian Service, in General Conference Headquarters in Newton, Kansas. Sein Bericht konzentriert hauptsächlich an, wo er dort manche Sommerfelder auf der Santa Clara Siedlung gefangen hat, was für Eindrücke er gekriegt hat bei der Sommerfelder Gruppe von den 11 Familien, wo dort Verlangen hatten, ein besseres Schulwesen entwickeln zu können und ein geistlich lebendiges Gemeindenwesen zu haben, und da wir fehlten, dass sie dort uit ihre Sommerfelder Umgebung rübertragen sollen. Harry A. Martins fängt dort erstens mal so, dass manche 11 Familien eine Ferien haben, dass sie fortsetzen wollen und so ein Programm entwickeln, vielleicht 2 oder 3 pro Ehelied sind, die das nicht sehr ernst meinen damit. Aber was er von der anderen 8 oder 9 Familien sagt, das will ich hier kurz aufgeführt weitergeben. Letztes Mal hat wir angefangen davon zu reden, wo Harry A. Martins von Kansas manche Sommerfelder auf der Santa Clara Siedlung alle Familien ihr Verlangen untersucht, sich von der Santa Clara Kolonisten zu trennen und auf einem separaten Fleck Siedlungsland anzusiedeln, von dem Konflikt mit der Sommerfelder Gemeinde loszukommen und im Frieden leben zu können. Harry A. Martins sagt in seinem Bericht von dieser 11 Sommerfelder Familien, dass sie auch sehr lang dort Verlangen gehabt haben, zu einem besseren Schulwesen und auch zu einem geistlich lebendigen Kirchen- oder Gemeindenprogramm kommen zu können. Er sagt, diese Lied mochten sich all Jahren von den Santa Clara Kolonisten trennen und auf einem separaten Fleck Siedlungsland ansiedeln, von dem Konflikt mit den Sommerfelder und von den Kolonisten wegzukommen. Und dort, so es sie so weit damit gehalten worden sind, an bloß an eine Lehrversaathaft, wo sie immer mehr so fehlen, als wenn sie nur nicht angehören. Nicht manche Sommerfelder Kolonisten in ihre Gemeinde und auch nicht in der Hoffnungsauer Konferenz gemeint. Sie fehlen so, als wenn sie so unplanmäßig, als sie von MCC in Konferenzarbeiter geholfen worden sind, von beides nicht ein lebendiges Port sein können. Als wenn sie keine wirkliche Pläne merken können für ihre Nachkommen, ihre Schulbildung in geistliche und kulturelle Ertragung.
Martens sagt dann wieder, diese Gruppe Sommerfelder leben, wat sie in Wirklichkeit brauchen, dort es eine Gelegenheit an eine neue Umgebung wohnen zu können, wo sie mit allen Nobers geistliche Gemeinschaft leben können und wo sie ein starkes, aktives Schul- und Kirchenprogramm entwickeln können. Martens sagt wieder, dort, so es heute diese Sache sieht, dann soll die allgemeine Konferenz, oder General Conference, wenn sie wirklich manche Chihuahua Mennoniten eine Mission haben wollen, wenn sie damals wirklich einen Unterschied merken wollen, dann sollen sie an ein paar, das heißt diese Gruppe, diese alle Familien, ein paar fähige und zielbewusste Leiter schicken, wo nun nicht mal willig wären mit dieser zielbewussten älteren Taub ab der Santa Clara Siedlung und mit den Hoffnungsarbeitslieder in Oktober einen langfristigen Plan auszuarbeiten, aber auch langfristig fortzufahren von ihrer Gemeinschaft und dann mit Antaub den gemerkten Plan durchzuführen. Im Prediger David Friesen, wo er damals noch ein Schuljung war, der hat all diese Sachen damals mitbelebt und er bestätigt, dass das ungefähr so ist. Dort Harry A. Martens damals auf der Santa Clara Siedlung gewesen ist und dort er da mit dieser Personentop viel über ihr Verlangen, eine separate Siedlung anzusiedeln und ein eigenes Schul- und Gemeindenleben, ein reelles Schul- und Gemeindenleben anzufangen, geredet hat. Davon ist aber doch nichts geworden. Vielleicht dabei nicht, wie diese Alfbürger sich nicht einig wären dahin, wohin sie übersiedeln wollen. Harry A. Martens sagt in seinem Bericht wieder, ich feil persönlich aber nicht, dort wie diese Lied sollen halten, dort eine neue Siedlung anzuleihen. Denn diese Lied anlegen ist mehr ein Geistlied und nicht so sehr ein Wirtschaftlied. Und wie es dort so ist, soll wie an erster Linie halten, später bekannt worden mit, wo wie die General Conference oder die Allgemeine Konferenz die christliche Ertrachung an Schulen und Kirchen seien und wo wir diese bei uns planen und durchführen. Und dann als zweites soll wir auch halten, ihren Weg von Formwirtschaft driven zu verbessern, neue Sorten Getreide zu versäen und Erdbodenbewahrung zu praktizieren, die ihrem Land bearbeiten und so weiter. Und dort soll auch wer von unserer Sachkunde einfach mank an wohnen, port worden von ihrem Schul-, Kirch- und Wirtschaftsleben. A.A. Wiens von BC beschreibt in seinem Brief und berichtet auch die viele Ölkolonien ihre große Unzufriedenheit oder sogar ihre Bitterkeiten über ihre Oms, während er streng Gummereifen trägt das Verbot. Wohnt an das wirtschaftliche Wiederkommen auch noch viel Schwandermilch. Er beschreibt auch die viele Ölkolonien ihre Unzufriedenheit mit ihrem immer noch tiefer heraufsinkenden Schulwesen, wohnt an selbst also schlecht für das Leben vorbereitet hat, und durch die Oms ihre Unterdrückung noch beständig am tiefer heraufsinken wir, so dass ihre Kinder noch weniger lehrten, als sie gelehrt haben. In Wiens beschreibt auch die Ölkolonie ihren großen und immer noch zunehmenden Mangel an Siedlungsland und so weiter. Kriegt diese drei Tatsachen, habe ich in jenen Jahren auch als sehr klar gemacht und beobachtet. Aber wenn dit man uns damals auch wenigstens in den meisten Fällen also gewusst ist, als A.A. Wiens dort in seine Berichte geschildert hat, dann finde ich dort aber doch noch ein bisschen schwer zu verstehen, was Wiens selbst und auch einige andere Männer sich damals verwirrt zu brücken erlaubt haben, wenn sie auf ihre Meetings und bei ihre schriftliche Äußerungen über den Zustand von unseren Gemeinden, unsere Schulen, unsere Siedlungen und unsere Menschheit im Allgemeinen in Mexiko durchreden. Dass das alles so gewesen ist, das hat mich, wenn ich das alles las, was in die vielen Berichte und Äußerungen zwischen MCC-Beamten, Konferenzbeamten,
Canadian Mennonite Board of Colonization angestaltet und die verschiedenen leidende Männer von anderen mennonitischen Organisationen und von so von anderen Menschen, wo für die Hunderte sehr unzufriedene Brüder mit an korrespondierten, gesagt worden ist. Ich sehe dadurch, dass ich all diese Sachen gelesen habe, noch viel stärker davon überzeugt, dass, wenn so viele von unseren Ölkolonien in Sommerfelder Mennoniten damals lebten, und viele auch von der noch leben, dass es MCC eine Gemeinde oder eine Konferenz von Gemeinden ist, davon herkommt, dass es MCC in Cuauhtémoc ihre Notlinderungsarbeit durch die Hoffnungsauer Gemeinde ihren Prediger Bernhard H. Jansen titwillig getan hat, und dort, wenn MCC-Beamte eine Konferenz angestaltet, ab unsere Siedlungen damals allerhand Untersuchungen anstalten, meistens ganz ohne die Gemeindenleiter, die Amts und die Vorsteher zu informieren, was sie geschickt werden zu tun, auch dort habe ich gedacht habe, dass unsere Lieder so abgeführt haben. Dann, wenn das auch all Wahrheit ist, wenn A.A. Wien sagt, dass viele, sehr viele Ölkolonien in Sommerfelder in jene schwere Jahren sehr unzufrieden und sogar besser geworden wären mit ihren geistlichen Leidenschaften und zum Teil auch mit ihren Vorsteher, will die auch nicht helfen, ein Träg nach Kanada wandern anzuleiten und auch nicht willig wären, die Kolonisten ihr Schulwesen zu verbessern. Und dort sei, und es steht für die sich zunehmende Zahl von landlosen jungen Familien Siedlungsland zu verschaffen, bloß noch immer strenger gegen ein Gummreifenräderbrücken arbeiten und so weiter. Dann ist das aber auch gut zu verstehen, dass, wenn da bald ein MCC-Beamter und bald ein Konferenzbeamter meistens ganz ohne Ölkolonie in Sommerfelder Ältesten und Ums zu sagen, wozu sie angeschickt worden wären, und dann manch Ölkolonie in Sommerfelder rumschnapperten und sich dort dann bloß informieren leiten über, was die viele unzufriedene Bürger zu sagen hatten, dort so Ramschnappern dann leicht falsch verstanden worden kann. Und dass das die Ölkolonie in Sommerfelder nicht Klarheit geben kann, über wer wir. Und von all diesem Utgeseinen, dann ist das eigentlich wirklich sehr schade, dass das MCC ihre Notländerungsarbeit in Cuauhtémoc und bei der Santa Clara Siedlung damals durch die Hoffnungsauer Gemeinde ihren Prediger gedonen hat, und dass die Konferenzbeamte ihre Untersuchungen dort meistens gemerkt haben, ohne dass sie Ältesten, Ums und Vorsteher davon gründlich zu informieren, was sie geschickt worden wären, in der mennonitische Siedlung dort zu untersuchen und woran. Aber für die MCC-Beamte zu sein, dann leidet MCC ihre Arbeit in Cuauhtémoc ganz einfach kreuz so, als sie ihre Arbeit meistens wenigstens am Anfang eigens selbst auch tun, wenn sie wohl in einem neuen Land eine neue Arbeit anfangen. Und dort ist, wenn da, wo sie eine neue Arbeit anfangen, eine lokale Gemeinde oder eine andere Organisation ist, wo da eine gewisse Sozialarbeit tät, dann tun sie ihre Arbeit dort titwillig meistens durch so eine lokale Organisation. Ich sag das damals, in den 1950er Jahren also, und ich sage das nu, nachdem ich so viel von dieser Korrespondenz gelesen habe, von wo ich nu was mitgeteilt habe, noch viel klarer so, dass die MCC-Beamte und Arbeiter und auch die Konferenzangestellte keine Ahnung davon gehabt haben, von wo Ölkolonien in Sommerfelder Mennoniten in Mexiko all diese Sachen beurteilten, wo sie da manch andeuten. Dann, wenn sie mit den ihren Beurteilungen an so eine Sachen bekannt gewesen wären, dann hatten sie in diesem Fall bestimmt nicht die Russländer ihren Prediger Bernhard H. Jansen für ihre Zwecke in Cuauhtémoc gebracht. Aber die Leiter von so einer mennonitischen Gemeinden oder Konferenzen wohnen durch das MCC damals alle top in viele Länder Notländerungsarbeit deuten und auch von der noch immer tun. Die haben in Chihuahua damals, für mich zu beseinen, sehr unbedacht gehandelt, indem sie titwillig ihre Notländerungsarbeit manch uns durch einen Hoffnungsauer Gemeindprediger deuten.
Dan de geestliche Leider van Oud-Kolnier, Sommerfelder en zum Teil ook Zwingemeenten, die hielden damals, zoals ik dat dan vernomen heb, der uit nicht auf Prediger Bernhard H. Jansen. En wils dat MCC diesen Prediger en Proclamung damals für ihre Zwecke gebraucht hat, so sei ich dort, haben so viele von unseren Oud-Kolnier en Sommerfelder Mennoniten en zum Teil ook die Kleingemeente dort damals so abgeführt, als wann das MCC eine Gemeinde oder eine Konferenz von Gemeinden ist. Und dort ist sehr schuld. Ich kann noch sehr viel mehr sagen, von was ich in dieser Korrespondenz fing. Aber ich will nu hoffen, dass was ich ju mitgeteilt habe, einen einigermaßen klares Bild geben wird, von was in den 1950er Jahren manch unsere Mennoniten in Mexiko passiert ist. Und auch von, wodurch so viele von an sich von dem MCC so ein Bild gemerkt haben, als wann das eine Gemeinde oder eine Konferenz von Gemeinden ist. Ich will hier diesmal aber bloß noch einmal sagen, das MCC ist nicht eine Gemeinde und das ist auch nicht eine Konferenz von Gemeinden. Aber das ist, so als man das manchmal genannt hat, die viele mennonitische und Brüder in Christus Gemeinden eher arm, durch wohnen die viele verschiedene Gemeinden oder Konferenzen taub ihre Notländerungsarbeit in viele verschiedene Länder getan haben und noch einmal tun. Und dort wir damals auch eher arm, durch wohnen sie taub ihre Notländerungsarbeit und Koktemok für so viele Oud-Kolnier und Sommerfelder Familien uit Abrechtje mit Leidenschaft getan haben. Ich hoffe, für die von euch, was nu noch gelebt haben, dass das MCC eine Gemeinde oder eine Konferenz von Gemeinden ist, für ihr Wort, was ich da werden gesagt habe, oder was da werden gesagt ist, genug sein, zum Verstehen, dass das nicht so ist. Das MCC ist nicht eine Gemeinde und das ist auch nicht eine Konferenz von Gemeinden. Aber das ist die verschiedenen mennonitische Inbreddern und Kreisgemeinden arm, durch wohnen die viele verschiedene Gemeinden aller taub ihre Notländerungsarbeit in viele verschiedene Länder in dieser Welt getan haben und noch einmal tun. Und dort ist diese Gemeinden eher arm, durch wohnen sie auch als sehr viel verschiedene Dinge für uns, Oud-Kolnier und Sommerfelder Mennoniten, getan haben und auch noch einmal tun. Hier muss wir für das Mal weiter aufbrechen. Nächstes Mal ein bisschen mehr von was das MCC dann in Wirklichkeit ist, wann das nicht eine Gemeinde ist. Wann und wodurch dort entstanden ist, wo dort von dir organisiert ist und wodurch dort ihre Gelder sammelt, um ihre große Arbeit tun zu können und so weiter. Was nächstes Mal, hat sie George Rempel.